Hallo zusammen, liebe Leute. Manu Outdoor ist wieder mal Outdoor und ich habe gerade Weihnachten im Wald. Ihr glaubt es nicht. Ja, ich bin einfach auf das Teil da, auf einen riesen Baumstrunk gestoßen und habe schnell angelangt und gefunden, es ist verdammt schwer. Und seht ihr das? Das ist alles Krienspan. Das ganze Teil da ist Krienspan. Ich nehme es zumindest da. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das Krienspan ist. Aber es ist Krienspan, ich weiß es. Ja, selten so ein Teil hier erlebt. Jetzt weiss ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es liegt einfach so im Wald umeinander, ist das geil. Ja. Das hört man ja schon, dass es richtig geiles Holz ist. Fangen wir mal da ein bisschen abpicken. Also ich könnte eigentlich gerade sagen, oder? Sagen wir mal. Ja, das schmeckt schon mal sehr fein. Es ist nicht alles, es ist schon recht verfault. Aber wie ihr hier seht, es schmeckt, duftet gut. Schön durchzogen. Schauen wir weiter. Oh, das duftet schon richtig fein. Oh. Potenzial, oder würde ich sagen? Oh, und das schmeckt. Hm? Oh, das schmeckt richtig geil. Wow. Ich komme da fast nicht vorwärts. Es ist richtig durchzogen. Du, ich habe es gesehen. Da ein so Kirnspanstückchen. Das ist natürlich ganz geil. Oh, jetzt mal schauen. So. Oh. Oh ja, schaut mal. Ja, ist gut, oder? Schön. Oh, schmeckt fein. Und sage ich entsprechend verharzt, ist klar. Das ist voll. Ja, aber geil. Was mache ich jetzt mit dem Strunk? Das ist schon schwer. Aber ich glaube, da auch, oder? Sieht man ja auch so eine Kirnspanader. Das ist einfach umeinander gelegen. Ich glaube, ich nehme den mit. Ihr kennt ja Big Boy, oder? Und das Teil da ist richtig groß und schwer. Also das. Richtig fest. Mal schauen. Da kommt richtig, sieht man das Harz. Hey, das ist wie Weihnachten. Das ist Boschkräfte-Weihnacht. So geil! Boschkräfte-Weihnacht. Hure geil. Jetzt sind wir daheim. Jetzt sind wir mit, machen noch ein schönes Feuerchen. Genau, bleibt dran. So ziehen wir mal den wunderschönen Fichtenwald ein. Rein. Mega schön. Hallo zusammen, Manu Outdoor ist wieder mal Outdoor und heute bin ich nicht in meinem normalen Stadtwald, sondern heute bin ich im Stadtfichtenwald. So wie ihr da seht, das hat wirklich nur Fichten, eine Fichte nach der anderen. Und es ist schön ruhig, wie ihr hört, das ist wirklich Stille pur, was will man mehr, oder? Ja, es ist das mal wirklich in einem anderen Wald, aber es hat auch sehr viele Leute, weil ich da gerade an 2 Joggingwegen da am Campen bin, kann man sagen. Ja, aber es ist da absolut Bushcrafters Paradise. Und ich habe ja vorne in diesem Wald so einen riesen Baumstrunk Kirnspan gefunden und es hat wirklich sehr viel Kirnspan drin. Das Teil ist mega hart und das ist ist einfach so umeinander gelegen. Hure geil. Also immer mehr. Harz habe ich auch schon gefunden und da zeige ich jetzt euch gerade noch ein bisschen mehr. Harz hat natürlich auch sehr viel, aber von diesem Baum nehme ich jetzt nichts, weil die Wunde ist dann noch offen, wie ihr seht, und die muss ich zuerst mal verschliessen. Die Wunde ist noch relativ neu. Ja, wie ihr seht, auch da sind die Ästchen abgebrochen worden, es ist geholzt worden. Und das Resultat sieht man da, oder vor allem da. Ziehen wir das mal rein. Das ist alles Fichtenholz. Furztrocken und das ist verdammt geil. Ich meine, das ist Bushcrafters Paradise, oder? Ich meine,
Was willst du mehr? Und dann stolperst du über einen Baumstrunk und dann sieht das so aus. Total verharzt. Und wenn ich den mal irgendwann mal rausnehme und abschneide, ich lasse jetzt noch ein bisschen ziehen, das gibt sicher einen geilen Kienspann, oder? Ziemlich sicher, ja, der wird richtig schön da. Ja, und ich muss 2-3 Meter weiter gehen. Und dann, ja, dann findet man so Sachen da. Also, ist das normal? Das ist ja so, das sind schon Bushcrafter Fichtenstämme, die da umeinander liegen. Gut, der bin ich gewesen. Ich habe den ein bisschen abgesagt, aber es ist einfach so umeinander gelegen. Hure geil. Oh, Zunderschwamm hat es auch noch. Hei. Jetzt hat es da alles, das ganze Klischee wird bedient von den Bushcrafter. Da, Zunderschwamm. Wie ihr seht, ohne Poren von dem abgestorbenen Baum. Oh, da auch noch alleine ein Zunderschwamm, ein schöner, ganz ein schöner. Ja, und es hat noch ein paar und ja, die tun jetzt natürlich den Baum geben nochmal den Rest, ziehen nochmal alles raus. Und ja, der ist kaputt, aber ist fertig. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob das Wasser schon heiß genug ist für einen Kaffee. Ja, das ist ziemlich sicher bald gut. Da, ich weiss, die Führstelle ist noch nicht komplett, die ist schon gewesen. Es fehlen noch 2-3 Steine. Es hat so viel Holz, man muss grausam aufpassen. Ja, aber ich habe auch genug Wasser dabei, um es zu löschen, falls etwas wäre. Ja, wenn ich da jetzt schon in dem Fichten- und Tannenwald bin, dann müsste ich jetzt eigentlich auch mal einen Fichtennadeltee trinken. Ich bin gerade auf der Suche nach ein bisschen Fichtennadeln. Es ist gar nicht einmal so einfach, weil die sind relativ hoch oben. Und dann ist alles abgestorben. Das ist ein riesiger Teil, da schaut das mal an. Seht ihr das? Ja, die gehen 40 Meter rauf, 30-40 Meter. Da. Ja. Eine Weisstanne. Tanne wäre eigentlich auch gut. Aber das ist schon wieder Harz. Unglaublich. Der Förster hat richtig Gas gegeben. Harz ohne Ende. Ich bin ja bereits in so einer mega herzigen Mooslandschaft da. Da hat es nochmal eine Feuerstelle. Und ich weiß ja nicht, aber es ist schon ein bisschen kaputt, oder? Einfach so ein Grab im Wald, ein Graben. Und da auch nochmal. Ja, ich weiß ja auch nicht, aber ja, es ist schon recht crazy, oder? Also, wird jemand vermisst in der Region? Eindeutig Metall. Ja, du, jetzt wollte ich da meinen Fichtennadeltee machen und es hat nur so Moos, die runterhängen, oder Flechtennadeltee. Ja, etwas. Ah, Rumpelstilzchen, komm! Komm, Papi sucht eine Fichte, verzweifelt, findet sie. Achtung, es hat Löcher. Fichte gefunden. Ja, Papi hat eine Fichte gefunden, Fichte. Fichte sticht, Tanne nicht, macht es Bigs. So lange macht es Bigs. Macht es Bigs? Ja. Fichte sticht, Tanne nicht. So kann man sich das merken. Oh, ist das heiß. Anfängerfehler. Also, der Bushcraft-Mecker nimmt damals noch Fichten wieder raus. Oder Tanne, ich lasse aber drin. Bei mir gibt es wirklich einen Fichtennadeltee. Da auf eine Fichte. So, was gibt es Schönes als ein Fichtennadeltee oder ein Tannennadeltee und ein schönes Fichtenholzfeuer? Das ist ja einfach herrlich. Das ist super. Das probiere ich. Ich habe wirklich Fichtennadeltee und es ist ja nicht das erste Mal, als ich den trinke. Ich habe den eigentlich wirklich recht gerne, aber ich habe Kaffee eigentlich lieber unterwegs. Sehr fein. Schmeckt nach Fichten, Wald, Tannennadeln. So ein bisschen Götterspeise, ich habe es gerne. Ich liebe sie wirklich. Tipptopp, es ist auch süß. Weil Fichte und Tanne, es gibt ja Fichte- und Tannensirup. Oder Arfensirup gibt es wahrscheinlich auch. Und das hat recht viel Zucker drin, schon natürlicher Zucker. Und da musst du gar nicht mehr Zucker drin tun. Das ist ja genial. Also Fichtennadeltee und Tannennadeltee ist eigentlich perfekt. Ich genieße gerade die Ruhe mit meinem feinen Fichtennadeltee. Ich gehe extra noch ein bisschen in den Rauch rein.
Ja, und das Lustige ist, es hat auch immer Leute. Jetzt mal rein, jetzt sehen wir mal die Wanderer hindurch. So, ich bin da gerade so in einem Ecke, in einem Delta, Mission Delta, drin, wo einfach immer Leute umeinander durchlaufen. Ja, und ist irgendwie noch cool. Hast mal Leute, bist nicht so allein, die irgendwie da sind. Und ja, jetzt läuft gerade noch das Altersheim durch. Hallo. Ja. Ja, das ist auch mal gut. Mal an einem anderen Ort. Es würde mich wirklich mal reizen, da einen Overnighter zu machen. Da hinten in dem Fichtenwald. Es ist aber schon fast ein bisschen dickicht. Und ich habe vor kurzem mit der Jägerin von diesem Revier geredet und sie hat gemeint, jetzt haben sie eben neue Wildschweinrotten noch da. Ja, das muss man sich halt schon überlegen. Aber es hat keine Spuren von Wildschweinen. Das ist schon mal gut. Der Boden ist nicht aufgewühlt und ja, ich glaube jetzt nicht, dass es da hat, wahrscheinlich an einem anderen Ort, aber theoretisch könnte es haben. Und das muss man sich natürlich auch immer so ein bisschen zu Augen führen, gell? Aber in der Regel machen sie ja nichts, haben ja Angst. Und sie meiden die Menschen, aber gleich. Mit Jungen können sie einen Bachen dann gleich recht aggressiv werden, scheint es. Ach, mit dem Huren viel geschnurrt, super. Aber der ist fein. Man schmeckt mega nach Rauch, so wie ein Whisky eigentlich. Mm. Also wirklich Fichtennadeltee. Seht ihr, es hat noch ein paar, ja, sieht man es, noch Nadeln hat es noch 2, 3 drin. Ist gesund. Viel Vitamin, Eisen, alles, Mineralien allgemein. Perfekt zum Fichtennadeltee. Ein bisschen Hose ist immer gut. Dann kann man da unten den Russen ein bisschen abkratzen. So, es geht langsam nach Hause. Da seht ihr nochmal den Strunk. Den nehme ich natürlich mit. Der ist riesig. Kennt ihr das überhaupt? Das ist meine Hand. Ja. Alles voll Kienspan. Ja, da schleppe ich jetzt heim, zusammen mit noch 2 Kilo Fichtenholz. Ja. Schön war es wieder mal. Eigentlich, ich wollte gar kein Video machen, ich habe einfach mal die Kamera mitgenommen. Und da habe ich den super coolen Kienspan gefunden. Ja, und habe dann vorher noch Harz gesammelt. Und genau, jetzt muss ich noch das Feuer löschen und dann geht es heim. Aber es ist eigentlich auch recht ruhig, da, obwohl das da vorne 10 Meter vorne der Weg ist. Ab und zu ein Jogger, aber ich meine, das stört ja nicht. So, jetzt bin ich wieder daheim, wieder frisch angelegt. Ich schmecke wieder fein, wobei Rauchgeschmack ist auch etwas Schönes. Ja, der Mammut Kienspan, ich habe bereits schon ein bisschen daran sagen, ich kann nicht den Finger davon lassen. Der eine im Buschkräft Schweiz Forum hat gesagt, du könntest sie daheim aufstellen als Skulptur, die immer fein duftet. Ja, absolut, das stimmt natürlich, aber man muss es natürlich immer ein bisschen anschneiden, dass es fein duftet. Ja, und ich zeige euch das Teil nochmal. So sieht es aus jetzt. Es schmeckt sehr, sehr stark nach Kienspan. Da, alles schön rot. Und ich habe bereits schon ein bisschen daran gesagt. Und das ist übrigens meine Kienspan-Box. Das ist nicht alles von dem. Das zum Beispiel ist von Morn. Das habe ich morgen gesammelt, in einem anderen Wald. Und es duftet herrlich. Das habe ich morgen gesammelt. Das ist kein Witz, morgen. Also wirklich morgen, wenn ihr jetzt das Video seht. Ja, aber von dem da sieht man zum Beispiel das da. Seht ihr das? Mega schön rot. Und schmecken tut es halt wirklich sehr, sehr fein nach ätherischen Ölen und nach Harz. Das kleines Holz draussen noch ein bisschen trocknen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und bis bald wieder mit Manu Outdoor. Ciao zusammen.